Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gucken uns diesmal der Kampf ums Comeback. Manuel Neuers Weg zurück ins Tor. Da gehen wir rein. Ich glaube, es war ein Freitag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich weiß noch ziemlich genau, Wird aber auch mit den Finger geknackt. Was soll das denn? wo ich war. Ich saß im Auto und Manu rief mich an. Er hat gleich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, aber er hat so ein paar Dinge zwischen den Zeilen gesagt, wo man eigentlich davon ausgehen musste, dass was Größeres passiert ist. Gut, ihr seid ready? Ja. Manu, bist auch ready? Ja. Ich denke schon, dass das eine besondere Willenskraft erfordert, das so zu überstehen und dann so zurückzukommen. Umso mehr Respekt, dass er sich immer weiter gekämpft hat, bis dahin, wo er jetzt glücklicherweise ist. Dann erste und wichtigste Frage. Wie geht's dir? Bist du am Start oder was? Endlich. Servus. Servus. Hast du schon angemacht? Jawohl. Ist schon wieder aus. Ja. Aber ich kann gern nochmal. Ja, am Tor nochmal. Ja? Ja, ich freue mich sehr. Also am meisten freue ich mich eigentlich, mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Ich bewundere ihn, wie er das jetzt gemacht hat. Ich bin, wenn ich es vielleicht gar nicht sein soll, ich bin da irgendwie stolz auf ihn. Er hat aus so einer schweren, komplizierten Verletzung zurückzukommen, also so klar zu sein vom ersten Tag, als ich ihn persönlich dann hier getroffen habe, so klar zu sein, dass er dieses Ziel verfolgt, durch alle Auf und Abs unbeirrbar weiterzugehen. Dafür gebührt ihm der allerhöchste, allergrößte Respekt. Ja, bei mir schwingt da leider immer noch mit, dass man als Fußballprofi, als Kapitän solch einer Mannschaft, warum nimmt man dieses Risiko, im Urlaub Skifahren zu gehen? Also, das verstehe ich leider nicht ganz. Ja, am Ende des Tages sind es alles Menschen und so weiter, aber das verstehe ich schon alles, aber ja, I don't know. Schon schwierig, aber natürlich gebührt es Respekt, dann aus so einer Verletzung zurückzukommen. Ja, wir gucken mal, inwieweit die Form nach oben geht oder nicht, oder ob irgendwann so Cap ist. Das wird man dann die kommenden Wochen halt sehen. Ne? Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere vielleicht gesagt hätte, okay, ich habe jetzt ein gewisses Alter, habe schon viel erreicht, habe viel Erfolge eingefahren, aber bin jetzt zufrieden auch mit meiner Karriere. Natürlich bin ich zufrieden mit meiner Karriere. Naja, nochmal. Ja, wäre das dann irgendwie so nach der Karriere passiert oder sowas, will man so abtreten? So, ich bin Kapitän vom FC Bayern, ich spiele das FC Bayern. Ach, ja, ich bin im Urlaub Ski gefahren und mir ist das passiert. Ich glaube nicht, dass man so seine Karriere beenden möchte, egal wie viele Erfolge man vorher eingefahren hat. Aber ich weiß, dass da noch was Großes kommen kann und ich bin auch bereit dafür, weiter zu kämpfen und brauche das auch einfach für mich, weil ich sehr ehrgeizig bin und auch einfach das liebe, in einer Mannschaft zu spielen und es liebe auch, einfach Fußballer zu sein und deshalb habe ich auch diesen eigenen Anspruch, einfach mir selber gegenüber nochmal zu zeigen, ich pack das. Gut. Letzte. Insgesamt bei der Schwere der Verletzung ist das schon in einer, wie wir denken, medizinisch gesehen angemessenen Zeit sehr gut zur Vollbelastung ausgeheilt. Wenn man weiß, was hätte passieren können, Ja, es war ja so, dass wir leider bei der Weltmeisterschaft jetzt nicht ideal abgeschnitten haben. Ich glaube, dass Japan
nicht ideal geschnitten, der ist gut, ey. Spiel war unser größtes Problem. Ansonsten kannst du unentschieden spielen gegen Spanien und hast halt deine Pflicht erfüllt, auch gegen Costa Rica, und hast das Spiel gewonnen. Und dann war es plötzlich so, dass Spanien hat ja verloren und wir waren raus. Ja, es ist sehr viel eingeprasselt auf uns, das ist klar. Und es trifft ja meistens auch so ein bisschen die Leitwölfe, das heißt Führungsspieler. Und ich glaube, die ganze Mannschaft leidet dann darunter, dass man bei so einem Turnier ausscheidet und einfach zu früh auch zu Hause ist. Und plötzlich ist alles vorbei. Und das Erste, was dann gemacht wird, es wird einfach zusammengeräumt. Und das geht, glaube ich, jedem, der dabei ist, sehr nah und Manu, glaube ich, ganz besonders. Ja, wir hatten einen Urlaub geplant gehabt, der dann erst natürlich nach dem Finale hätte losgehen sollen. Und dementsprechend war jetzt noch gar keine Planung dafür, was mache ich, wenn ich jetzt daheim bin. Und war da ja auch nicht im Urlaub gewesen im Prinzip, sondern war daheim und habe halt gewartet, bis der richtige Urlaub dann auch starten kann. Und das war natürlich alles noch im Kopf, diese negativen Vibes einfach. Für mich war es dann so, was machst du mit der Zeit? Und habe dann angefangen zu wandern, bin laufen gegangen. Und ich glaube, die 5. Einheit oder so, die ich dann gemacht habe, war ja, mit erfahrenen Leuten, die auch auf den Berg gehen. Und dann sind wir eine Skitour gegangen zu Hause bei uns am Tegernsee. Im Prinzip war es ein bisschen so wie Brötchen holen gehen für mich. Ich fahre, glaube ich, seitdem ich 6 bin, fahre ich Ski und bin halt über 30 Jahren schon auf Ski und noch nie ist sowas halt passiert. Und ja, es gibt da Leute, die reiten seit 15 Jahren und werden vom Pferd geworfen. Also, I don't know. Nochmal, meine Meinung, wenn man Fußballer ist, hat man eine gewisse Verantwortung und dann kann man gewisse Sachen halt einfach im Laufe der Karriere nicht machen. Ja, dafür denke ich, ist die Aufwandsentschädigung auch sehr hoch, dass man das vielleicht auf nach der Karriere verlegt. Ja, natürlich dumm, und gerade wenn man seit dem 6. Jahr Ski fährt oder so und dann irgendwie Fußballer wird und dann das untersagt wird, aber ja, ich denke, wir haben gesehen, was passieren kann. Das weiß man aber auch. Ja, soll man den Menschen vorschreiben, was sie in ihrer Freizeit zu tun haben und was sie nicht zu tun haben, ist halt so die andere Seite schwierig. Ne? Ja, ich denke, muss jeder so für sich selber beantworten. Für mich, aus meiner Sicht als Fan und Verein, würde ich sowas in die Verträge schreiben. Ja, dass man gerade Skifahren, weiß jeder, gerade bei Fußballer, wenn du eh schon was mit der Bänder hast und so weiter, ist einfach super risky und nee, wird es bei mir nicht geben. Da war halt ja, leider irgendwas unterm Schnee gewesen, was mich blockiert hat. Und dann bin ich gestürzt und habe mich verletzt und bin dort oben hängen geblieben. Zuerst haben wir die Bergwacht angerufen. Also der Bergführer hat die Bergwacht angerufen. Und dann habe ich von meinem Handy den Jochen angerufen. Dann haben wir halt wirklich so, würde ich mal sagen, eine Minute über das Trauma und über die Schmerzen gesprochen. Und dann habe ich halt versucht, schnell zu denken, was wäre die... Boah, das ist schon heftig, oder? Wenn du da liegst und hast den Unfall und die Bergwacht ruft irgendwie was zum Abtransport und ja, du rufst erstmal beim Verein, beim Physio an, oder beim Doc. Schon wild. Die beste Option für ihn. Wir wussten halt auch relativ zeitig auch, was ungefähr so die Verletzung sein könnte. Ich war trotzdem sehr positiv, muss ich sagen, weil ich immer gesagt habe, ja, ich glaube, ist doch nicht so schlimm. Ne? Ich wollte jetzt nicht weiterfahren, aber ich hatte immer diese Hoffnung. Ne?
Ich weiß noch, wie ich ihm dann gesagt habe, versuch jetzt nicht ins Tal zu kommen erst, sondern wenn du die Möglichkeit hast, versuch den Hubschrauber aus Murnau zu holen, weil die sind wirklich sehr, sehr gut spezialisiert darauf. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit denen. Wir wussten, dass Manu mit dem Hubschrauber abgeholt wurde von der Piste und nach Murnau. Glücklicherweise nach Murnau, muss man sagen, weil die Erstversorgung bei so einer Verletzung eine immense Rolle spielt, transportiert worden war. Dann kam natürlich die Hiobsbotschaft, als mir der Skischuh ausgezogen wurde, und dann war auch allen Ärzten, als ich dann im Krankenhaus gelegen bin, klar, oh, es ist doch mehr, weil ich das auch so ein bisschen runtergespielt habe, auch wenn ich Schmerzen hatte. Dann muss man sich vorstellen, dass einmal der ganze Unterschenkel gebrochen war, das Schienbein, aber auch das Wadenbein. Wenn man das medizinisch bewertet als Diagnose, ist das eine sehr schwere Diagnose, wo es erstmal darum geht, eine normale Funktion für den Alltag wiederherzustellen. Das ist schon wild, ne? So ein Bruch ist schon wild. Ich habe Schienbein-Kopfbruch gehabt durch einen Rollerunfall. Alter. Bin ich auch noch einen halben Tag mit rumgelaufen, habe auch so gesagt, ja, ist schon nichts Wildes. Die Schmerzen immer schlimmer wurden und so weiter, ich gar nicht mehr auftreten konnte, dann bin ich auch im Krankenhaus und ja, aber dagegen ist der Schienbein-Kopfbruch, ja, war auch schon heftig, ne, war auch schon tricky, aber das ist ja dann Hardcore, ne? Ja, und wenn der Schienbein durch ist und dann nur das Wadenbein, Alter. Denkt man jetzt gar nicht an den Spitzensport. Klar sind wir von Anfang an gefragt worden und haben das nie bezweifelt, dass Manu zurückkommt, weil er eben auch Manuel Neuer ist und sich da zurückkämpft. Ich habe dann direkt eine WhatsApp geschrieben in die Mannschaftsgruppe und habe mich auch dafür sofort entschuldigt. Habe dann gesagt, ich werde sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Saison ausfallen, also bis zum Sommer ausfallen. Und da hatte dann, weil das ja relativ schnell ging, alles nacheinander, nach der OP ein Foto von mir gesendet. Wir waren immer fest davon überzeugt, also Peter Übelacker und ich waren immer fest davon überzeugt, dass es klappt. Aber es war eine sehr schwere Verletzung, wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profifußball gesehen haben. Es stand Weihnachten vor der Tür und ich war bei uns am Tegernsee. Ja, dann sind Therapeuten vorbeigekommen, auch der Jochen Hahn, unser Arzt, ist vorbeigekommen und kannte das natürlich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht operiert worden bin, bis zur Nachversorgung natürlich. Ich habe auch Verbandswechsel gemacht und ich finde einfach auch, dass ich glaube, dass die emotionale Unterstützung da auch wichtig war, dass er oder die Jungs dann wissen, da ist jemand, der sich da jetzt regelmäßig drum kümmert. Peter war zu der Zeit nicht da, sonst hätte er das gemacht. Ja, da sieht man mal, wie die betreut werden einfach. Ne? Das ist auch schon wild. Ne? Das ist halt auch mit so einem Normalsterblichen nicht vergleichen, was ja auch logisch ist. Aber ob das überall so ist, weiß ich auch nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, schon krass. Das Besondere an Manu ist, der denkt dann in solchen Situationen auch noch an andere Menschen. Ich weiß, es waren die Feiertage und habe dann gesagt, komm Manu, ich komme jetzt rüber am ersten Feiertag. Und dann hat er gesagt, ja, was macht denn deine Familie? Und dann habe ich gesagt, ja, die werden sich dann schon beschäftigen. Und dann sagte er, ja, dann nehmen die doch alle mit. Und dann waren wir bei ihm, haben einen Kaiserschmarrn gegessen und sind dann alle wieder zurückgefahren. Gell? Und das hat mich schon sehr beeindruckt, ja, dass ein Mensch, der in so einer Situation jetzt ja, andere Sorgen hat, das nicht vergessen hat. Ich hatte dann eine super Betreuung und dann weiß ich gar nicht, wann der erste Tag war, aber das war dann schon im neuen Jahr. Ich glaube, als die Jungs ins Trainingslager gegangen sind, bin ich dann auch zu Sebener immer gekommen. Ich kenne ja so lange Pausen. Das ist auf der einen Seite natürlich blöd, dass ich mich schon mal lange verletzt habe. Auf der anderen Seite hilft das natürlich auch, um so einen Plan im Kopf zu haben, um sich vorzubereiten darauf, was in einer Reha und in einem Comeback passieren kann. Es war natürlich schwer zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, aber trotzdem bin ich immer positiv damit umgegangen und habe versucht, immer das Beste rauszuholen aus jeder Trainingseinheit, aus jeder Reha-Maßnahme, aus jeder Therapie und hatte da wirklich ein tolles Team.
Er hat immer dran geglaubt. Ich glaube, ich habe wenige Menschen getroffen, die diesen Willen haben und diese Professionalität. Aufgeben war gar keine Option für mich. Dafür macht mir das einfach zu sehr Spaß und da bin ich zu sehr Profi, einfach zu sagen, ich will das unbedingt. Es gibt verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Heilungsphase des Knochens. Gerade das Schienbein braucht sehr lange Zeit zu heilen. Es ist ein massiver Knochen. Dann musste in der ersten Phase entlastet werden, damit der Knochen heilt. In der zweiten Phase musste Manu wieder gehen lernen. In der dritten Phase die Muskulatur ansteuern. Es ist schon krass, was da alles so dranhängt. Ne? Wie gesagt, ich habe das ja auch so ein bisschen erlebt mit Schienbein-Kopfbruch. Aber das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du halt so lange dann Gips hast und so weiter und dann wieder erstmal gehen lernen und ja, wie ihr es gerade sagt, das ist schon wild, Alter. In der vierten Phase das Laufen lernen. Ich bin da sehr dankbar allen Medizinern, die mich begleitet haben, allen Athletiktrainern und auch den Trainern, weil das ja eine sehr lange Zeit gewesen ist und alle mich eigentlich positiv dabei begleitet haben. Wichtig wird jetzt auch sein, dass ich ins normale Laufen kommen werde. Im Moment bin ich bei 60% auf dem Alter G. Da wird einem das Körpergewicht so ein bisschen weggenommen und laufe da auf 10, 11 km/h. Und das funktioniert gut, da gibt es jetzt auch keine Reaktion. Und das steigert man dann im Prinzip von Woche zu Woche und legt immer noch mal ein bisschen mehr Belastung. Krass, Alter. Ich sag ja so als Normalsterblicher. Kommst du nicht in diesen Genuss, Alter. Da musst du schon ein bisschen mehr Kohle haben. Drauf. Ja, Manu ist jetzt gerade so weit, dass er auf dem Anti-Schwerkraftlaufband flach laufen kann, also ohne Steigung, was wir letzten Wochen noch hatten, um den Impact zu reduzieren. Und vor allem, er läuft komplett beschwerdefrei. Natürlich könnt ihr ein paar Minuten auch mit vollem Gewicht schon laufen, aber es würde einfach keinen Sinn machen, weil es dann wahrscheinlich im Anschluss darauf eine Reaktion gäbe und die wollen wir nicht. Wir wollen die laufen lassen und wollen am nächsten Tag mit ihm ganz normal trainieren. Deswegen laufen wir genau auf dem Level, wo er muskulär auch ist, sodass es da keine negativen Reaktionen Macht Sinn, wa? Was er erzählt. gibt. Richtig mit Speed, mit Tempo, richtig voll drauf. Genau. Genau. Ja, gut so. Der ist perfekt. Ja, richtig mit Dampf. Ja, das Vertrauen. Drauf. Genau. Super, Manu. Der beste Durchgang. Super. Natürlich ist man mal ein bisschen glücklicher und ein bisschen weniger glücklich, aber grundsätzlich war es so, dass auch mit den Leuten, mit denen ich jetzt hier zusammenarbeiten durfte, es eine sehr schöne Zeit war und ich da auch nichts missen möchte, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, Jochen! Ciao, ciao! Ciao! Hey, so! Komm! So, geht nichts. Hast du gedacht, ne? Das ist nicht kleiner. Thomas Wilhelmi oder Knut Stamer sind ja zwei Kollegen, die einfach dann viel mehr Zeit mit ihm verbringen. Wir sind oft da und werden dann zugeholt, untersuchen und geben dann unser Feedback und dann machen wir den Plan und die Durchführung von vielen Aufbaugeschichten machen die Jungs. Gutes Mann, sensationell, sehr gut. Auch der Rücken ist gut, es ist nicht irgendwie sagen, auf Kosten von dem und dem bis jetzt tiefer. Das so zu steuern mit all den Aufs und Abs und den Jungen dann sozusagen bei der Stange zu halten, dem den Mut zu geben und die Sicherheit, dass das doch dann am Ende gut wird, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ja, das habe ich auch gerade so im Kopf gehabt, ne? Der wird ja auch, auch wo es dann so in den Medien war, der ist zurück und dann doch nicht wieder zurückgeworfen und so. Du wirst auch Phasen haben, wo du zweifeln wirst an dir selber, ne? Ja, ob das alles nochmal so klappt und ja, also es kann ihn
wenn er wirklich, es hat ja gesagt, er ist noch nicht komplett beschwerdefrei und so weiter und wie das Alter und so spielt mit rein. Aber sollte er noch mal so komplett frei werden, so vom Kopf her, Alter, dann kann ihn das nur stärker gemacht haben wie vorher, ne? So eine Erfahrung. Aber ist natürlich schon heftig, sich da durchzuboxen. Und wenn man es so nimmt, nötig hätte er es nicht gehabt. Jetzt irgendwelche finanziellen Gründe oder sowas, mit Sicherheit nicht. Sportlich hätte er auch alles erreicht. Ich habe es ja am Anfang gesagt, das Einzige wäre so, ja, es wäre vielleicht ein bisschen trauriges Ende gewesen, wenn man da jetzt so gesagt hätte, das war's für mich jetzt so mit dem Sport. Rechte Hand, linke Hand. Und dann sage ich Wechsel und dann treibst du über. Der Micha ist halt auch ein Mensch, der da, finde ich, einen sehr, sehr guten Zugang hat. Also die Zusammenarbeit ist gut. Ich denke, er ist am Anfang sehr gut auf mich eingegangen. Wir haben viel miteinander gesprochen und dann auch die ersten Power-Trainingseinheiten schon indoor ausprobiert. Macht Spaß natürlich, Torwart spezifisch zu arbeiten und auch mal den Ball wieder im Spiel zu haben. Und ja, ich bin zufrieden mit jeder Einheit, die ich dann bekomme. Natürlich muss man ein paar Trainingseinheiten haben, um wieder dahin zu kommen, das ist klar, aber ich glaube, das geht relativ schnell. Klar, am Anfang wird man schon ein paar Probleme haben, aber von Mal zu Mal merkt man auch, dass man sich sicherer fühlt und dass alles gut funktioniert. Wir sind alle sehr zufrieden und ich bin gut im Zeitplan. Und bin natürlich auch um jedes Training froh, was ich mit Ball machen kann, aber weiß auch, dass die Hausaufgaben oft auch woanders liegen. Hey, du bist bereit? Komm auf den Platz direkt. Ja. Bleib mich mal ein. Ja, sag mal. Ja, aber es sieht gut aus, Mann. Ja. Ja, es gibt halt die entsprechenden Reha-Schritte. Das fängt an vom die Belastung wieder aufbauen unter regelmäßigen Röntgenkontrollen. Man muss ja erstmal schauen, ob die Fraktur dann auch wirklich heilt. Wir rechnen alle damit, dass es ein gutes Resultat heute gibt. Und ja, vielleicht, ja, Aufregung ist zu viel, aber ein bisschen gespannt einfach. Ja, ist aber ganz schön Augenringe, Alter, hä? Und so haben wir Phasen gestaltet und mit den Reha-Trainern besprochen, mit den Physios besprochen, die dann jeweils abgehakt wurden. Und da kam der nächste Schritt der Belastbarkeit. Das kann man aber nur grob planen und nicht konkret am ersten Tag der Verletzung planen. Man muss dann von Phase zu Phase gucken, was wird erreicht und dann die nächste Phase planen. Wir haben jetzt versucht, den Operateur anzurufen, um ja, nochmal sich zu erkundigen, was jetzt der beste Weg ist, wie es jetzt weitergeht, ob man, sage ich mal, ein bisschen Metalle entfernt, um das Ganze zu dynamisieren, aber das wird jetzt diskutiert und da lasse ich jetzt mal die Fachleute sprechen. Also wenn der Operateur jetzt sagt, es wird empfohlen, dass man ein bisschen was rausnimmt, damit ja, ich vielleicht schneller die nächsten Schritte machen kann, im Sinne der Heilung und so, dann glaube ich, kann es jetzt auch vielleicht mal so eine Pause von 5 Tagen geben, ne? Und dann geht es wieder steil bergauf weiter. Irgendwann ist er dann so weit gewesen, dass er eine fußballspezifische Belastung wieder angefangen hat. Morgen Wetter, ne? Dann ist es natürlich schön, auch mal an der frischen Luft draußen zu trainieren, aber anfangs natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass man da den Vorhang zumacht, dass man auch erstmal testet und das ist aber der einzige Grund, warum ich Geheimtraining oder dieses verschlossene Training da gut heiße. Das ist ja wirklich der einzige Grund, warum man das machen kann. Sonst in der heutigen Zeit irgendwie vom Geheimtraining zu reden, ist halt wild. Erfährt, hey, hat alles gut funktioniert, da muss jetzt auch nicht jeder zugucken, sodass, falls es Probleme gibt, man dann einfach wieder reingehen kann und sagt, hey, das war vielleicht eine Woche zu früh oder so und wir probieren es nächste Woche wieder. Manu!
Ja, hat alles gut gepasst. Ich bin zufrieden mit der heutigen Einheit hier draußen. Und ist ja klar, dass ich noch einiges merke. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen der Meister im Kompensieren. Das fällt nicht immer so auf, dass ich hier und da noch Probleme habe, aber ich arbeite immer an der Grenze und versuche alles auszureizen, damit man natürlich auch weiterkommt und der Körper auch die Sachen, wo es ein bisschen Probleme gibt, annimmt und das alles adaptiert und dass es schneller vorwärts geht. Wild, ne? Kann halt auch negativ sein, so eine Einstellung, wenn man es dann übertreibt. Oder zu sehr sich das nicht anmerken lässt und sagt so, nee, alles gut eigentlich, und dabei ist es halt nicht so gut. Also ich glaube, die Willenskraft von Manu im Rehabilitationsprozess gebührt wirklich größten Respekt. Das war schon enorm. Man muss sich vorstellen, er war verletzt, er hat so und so viele Spieler kommen und gehen sehen mit ihren Verletzungen. Und er war mit 10 Monaten der längst verletzte Spieler. Wichtig ist gerade, glaube ich, einfach die Kommunikation, die kleinen Gespräche, die stattfinden. Man versucht einfach, ja, up to date zu bleiben. Unser Ulle, schau, da ist er. Der wartet schon auf mich. Der Austausch mit dem Ulle und mir war super. Hey, was ist los? Ja, hast du ein Problem oder was? Jetzt sind wir bei den Physios. Er ist regelmäßig bei mir am Krankenbett auf der Liege immer vorbeigekommen und ja, hat sich immer nach meinem Iststand erkundigt. Und er hat ja auch gesehen, dass es sehr schwierig war und hat alle Phasen eigentlich miterlebt. Und ich war ja auch vor jedem Heimspiel in der Kabine gewesen. Wenn wir den Kreis gemacht haben, ich stand immer neben dem Ulle und das war wirklich wichtig für mich. Ulle einfach bester Mann, Alter. Ne? Schon schön, auch mal so hinter die Kulissen so ein bisschen blicken zu dürfen. Ne? Zu Jan war auch ein sehr gutes Verhältnis. Er hat ja gute Leistungen auch gezeigt in der Rückrunde der letzten Saison und das war auch wichtig für uns als Rückhalt. Das war schon sehr blöd für mich, nicht auf dem Platz zu stehen und helfen zu können und mir tat das natürlich auch leid. Auch der Mannschaft und dem Verein gegenüber, das, was jetzt so passiert ist, auch mit meiner Person und dass ich da nicht für den Verein und für die Spieler da sein konnte, weil auch einiges passiert ist in der letzten Saison. Einiges ist gut, Alter. Ja, gut, im Grunde genommen ist gerade in so Situationen, wenn es ja, viel um meine Person geht in der Öffentlichkeit und in den Medien und jeder Experte eine Meinung hat, wichtig ist, dass ich dann bei mir bleibe. Das ist natürlich nicht einfach, aber im Grunde genommen bist du dann als Athlet, der verletzt ist, ohnmächtig und kannst dich nur auf dich konzentrieren. Ne? Und was jetzt draußen passiert und wer wie welche Meinung hat, das ist in erster Linie für mich jetzt sekundär, weil ich mich um meine Reha, um meine Verletzungen kümmern muss, dass ich so schnell wie möglich auch zurückkomme. Ja, ist doch vollkommen richtig, ja. Ich meine, wir bilden uns ja auch zu allem eine Meinung, jeder bildet sich so seine Meinung. Aber die Person, die es betrifft, der muss auch außenstehende Meinung scheißegal sein. Ne? Ist halt einfach so. Im Moment ist es eine große Freude, Manu zuzuschauen bei der Reha, weil das geht jeden Tag vorwärts. Ich bin mir 100% sicher, dass der Manu es auch noch mal wissen will. Jetzt warten wir einfach mal ab und bestärken ihn auf dem Weg. Und dementsprechend hatte ich gar keine Wahl, als dass ich mich auf meine Reha konzentriere. Ja, gut! Auf meine Fitness, dass ich die ersten Erfolge feiere, auch in meiner noch jungen Reha. Und so sind wir es angegangen. Wir sind bei Manuel jetzt dabei, dass er draußen frei läuft. Das ist für ihn ein Riesenschritt, auf die 100% Belastung beim Laufen zu kommen. Er läuft sich jetzt
paar Minuten warm bei 90% im Alter Ski. Es ist fast identisch, wenn man frei läuft. Und danach gehen wir raus und machen Laufschule und freies Laufen auf dem Feld erstmal. Es hat sich ganz ordentlich angefühlt. Der Körper muss sich natürlich daran gewöhnen und da merkt man noch immer so die Feinheiten zwischen rechts und links, ein paar Unterschiede, das ist klar, aber ich glaube, ich selber spüre das mehr, als dass man das von außen sieht. Wichtig ist einfach, dass man versucht, sich langsam heranzutasten, dann auch immer in den Bereich geht, wo alles noch möglich ist und wo man nicht drüber ist, dass man da vielleicht auch eine Reizung bzw. eine Reaktion auch gefährdet. Und das ist dann entscheidend, dass der Körper das auch annimmt und adaptieren kann. War gut? 5,15. Boah, sehr gut. Ich habe noch ein schönes Wochenende gewünscht. Sehr gut. Hervorragend. Interessanterweise hat Manu uns gesagt, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, es war 6 Monate nach Verletzung, für den Alltag geht es mir gut. Wenn er jetzt normaler Arbeitnehmer gewesen wäre, dann hätte er gesagt, ich kann Fahrrad fahren, ich kann normal gehen, ich kann ein bisschen joggen, ich kann vielleicht ein bisschen Sport machen, Tischtennis, was auch immer, Fahrrad und so weiter. Und das hätte gereicht für den normalen Arbeitnehmer, aber halt nicht für... Ja, der normale Arbeitnehmer hätte das aber nicht nach einem halben Jahr erreicht. Ja, erstens, weil er kein Leistungssportler ist und zweitens, weil er auch nicht so eine Behandlung bekommen hätte. Da müssen wir uns ja alle nichts vormachen, Alter. Für den Spitzensportler Manuel Neuer. Zwischenzeitlich gab es ein paar Rückschläge, die aber auch eigentlich bei so einer großen und langen Verletzung einzuplanen sind. Trotzdem willst du das als Patient oder als Sportler auch nicht wahrhaben und versuchst immer stärker zu sein als die Natur eigentlich. Ja, dann war es so, dass er wirklich torwartspezifisch sich sehr, sehr gut entwickelt hat, aber er hatte halt immer noch gewisse Probleme. Zum einen war es so, dass ich keinen Pass spielen konnte über 3 Meter, 5 Meter, geschweige denn noch länger. Da haben dann wir krass, ne? Das ist schon krass. Alle, da gehört wirklich das ganze Team dazu, uns überlegt, was könnten wir jetzt noch tun, um ihm diesen Restschmerz zu nehmen, weil der ihn schon gestört hat. Ja, gut, wenn du keinen Ball über 3 Meter, keinen Pass über 3 Meter spielen kannst, dann ist schlecht als Torwart, wa? Habe ich immer so ein Stechen gehabt am Wadenbein auf der rechten Seite und da musste mir noch Metalle entfernt werden. Also es waren keine Komplikationen, aber einfach Dinge, die die Vollbelastung verhindert haben. Da muss man auch echt ein Riesenlob an Manu aussprechen, der da uns auch das vollste Vertrauen entgegengebracht hat und auch selber immer extrem die Ruhe bewahrt hat. Ja, dann war diese kleine OP, die hat mir dann geholfen. Da brauchte ich noch mal ein bisschen Zeit und brauchte ich eigentlich wieder einen neuen kleinen Start. Diesen Ehrgeiz hatte ich auf jeden Fall, zurückzukommen. Ich wollte... Das ist das halt, was ich meine, ne? Guck mal, er war schon so weit, war eigentlich schon torwartspezifisch fit, hat aber noch einfach Schmerzen, weil irgendwelche Teile gestört haben, die im Knochen wahrscheinlich noch verankert waren. Ja, dann wird das natürlich rausgenommen, dann hast du natürlich erstmal wieder eine Ruhephase, du kannst ja nicht sofort wieder Vollgas geben, ne? Und dann, klar fängt es jetzt nicht wieder bei Null an, wie beim Anfang, aber ist natürlich schon wild, dann wieder erstmal wieder Aufbautraining und so weiter. Da muss er vom Kopf her schon echt frisch sein, Alter. Unbedingt alles dafür tun und wollte jeden Schritt gehen. Jawohl! Manu! Dann hat der Körper angefangen so ein bisschen zu kompensieren, also das heißt mehr die Last auf das linke, auf das gesunde Bein auch mit zu tragen und dadurch hatte ich einen kleinen Faserriss in der linken Wade. Was ganz normal ist, nach so einer langen Ausfallzeit und einem Aufbau kommt es immer zu muskulären Problemen, Oberschenkel, Wade. Ja, aber das hat mir gar keine Sorgen gemacht, weil das ist normal. Wenn der jetzt keine Adaptionsschwierigkeiten gehabt hätte, das wäre ja magisch gewesen.
Natürlich bin ich abhängig davon gewesen, wie der Zustand meines Beines dann am Ende ist, ob ich dann wirklich einen 5-Meter-Pass spielen kann oder nicht. Das hat sich nach der letzten OP auch geklärt, sodass es auf einmal weg war, dieser Messerstich, den ich gespürt habe. Und von daher war für mich klar, okay, ich brauche jetzt noch meine Zeit, aber es wird wieder funktionieren und es wird auch wieder zurückkommen. Ja, der Plan ist jetzt so, dass ich mit dem Coach gesprochen habe, mit meinem Torwarttrainer gesprochen habe. Ich kann euch grünes Licht geben. Wenn ihr wollt, dass ich jetzt spiele, bin ich bereit dazu. Können wir davon ausgehen, dass Manuel Neuer morgen im Tor steht? Ja, können Sie davon ausgehen. Wenn jetzt nichts passiert, im Training, toi toi toi, dann spielt er morgen. Freut sich drauf, wir freuen uns drauf. Freuen sich wahrscheinlich noch ein paar mehr drauf. Wir waren von Anfang an positiv. Wir haben immer gesagt, 99% Manuel Neuer kommt zurück. Ich bin sehr stolz auf ihn. Sehr, sehr stolz. Ah, da krieg ich gleich eine Niesattacke, ey. Wild. Was? Vor Rührung. Ja, aber das, wofür ein Gefühl für ihn war, nach 10 Monaten. Alto Betty, ey. Ich bin sehr, sehr froh, dass alles gut gegangen ist. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese Rückendeckung auch von Vereinsseite hatten. Ja, ich habe das immer gespürt. Ich muss sagen, dass ich da auch volles Vertrauen hatte und auch von dem Trainerteam. Ich glaube, nur so kann man auch gut zurückkommen. Aber wenn ich so sehe, ist der Kimmich mir immer gleich sympathisch, ne? Da sieht man schon so den Leader in ihm. Ja, ich freue mich sehr. Also am meisten freue ich mich eigentlich, mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Natürlich freue ich mich auch vor den eigenen Fans dann wieder zu spielen. Sehe ich meine Spieler, die so vor mir stehen und man hat irgendwie ein positives Gefühl miteinander. Das ist immer das Schönste. Ja, es ist halt einfach vom Charakter her, vom Typ her ist es halt schon extrem wichtig. Sieht man ja auch. Seitdem er da ist, haben wir halt diesen Aufschwung auch, ne? Klar, dann dieses Pokalausscheiden und so weiter. Aber danach dann diesen Aufschwung, den wir jetzt halt auch noch haben. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Ich denke, dass da gehört auch ein kleiner Teil auf jeden Fall der Neuer, ne? Der da mit reinspielt, auf jeden Fall. Ja, was das Schönste für mich heute war, unter uns, ne, ist, dass heute zum Beispiel die Operateure aus Murnau da gewesen sind, die Leute, die mit mir oben auf dem Berg gewesen sind, die mir geholfen haben, und die habe ich heute alle eingeladen, und da freue ich mich jetzt drauf, gleich in den Aufzug zu gehen, hochzufahren und mich bei Ihnen nochmal zu bedanken. Ach, da rührt er mich schon ein bisschen, der Manu.
Ja, schon ganz cool. Schon ganz cool, Alter. Muss ich sagen. Hier nochmal das Logo sein. So, perfekt. Ja, sehr coole kleiner Einblick so in die Gefühlswelt. Wenn auch nur ein kleiner Einblick und ein schöner kleiner Einblick auch mal, was so hintenrum in der Reha los ist. Und ja, wie ich schon sagte, wenn er wirklich 100% beschwerdefrei ist und wieder in Form kommt, ja, kann ihn die Sache eigentlich nur stärker machen, als wie er vorher war. Was dann natürlich schon krass wäre, weil er halt einfach, ja, ist einer der wenigen Spieler, wo wir auf jeden Fall 100% von Weltklasse reden können, die er hatte. Ob er die jetzt nochmal erreichen wird, werden wir in den kommenden Wochen sehen, denke ich. Vor allem dann so in der heißen Phase der Saison. Bin ich sehr gespannt. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.